Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Amen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Bitte nehmt doch auch Platz, auch ihr am Livestream. Schön sind ihr dabei. Ich freue mich, hier in Silbern zu sein und das Wort Gottes weiterzugeben. Ich fange gerade an mit einem Bild. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass ihr mit dem Auto unterwegs seid und plötzlich seht ihr da ein Zeichen, die Polizei holt euch raus. Und was geht also in uns ab? Bin ich echt schnell gefahren? Oh, bin ich angegurtet? Oh, habe ich echt telefoniert mit dem Handy oder was immer? Ja, wir spielen natürlich dann die Unschuldigen, oder? Also ich habe ja nichts gemacht. Ich mag mich erinnern, ich bin einmal rausgeholt worden von der Polizei, weil sie haben das gesehen, dass ich mein Handy in der rechten Hand gehabt habe. Ich weiss nicht, ich habe es auf den Beifahrersitz gelegt. Und das hat man gesehen, ist verboten. Sie haben mich nicht rausgeholt, sondern auch noch gerade 100 Franken zum Portemonnaie rausgeholt. Ja. Wer von euch ist auch schon mal verwünscht worden bei etwas, vielleicht bei etwas ganz anderem, ganz ehrlich? Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass du als Velodieb verwünscht worden bist. Oder vielleicht ja, als Taschendieb. Oder bei dem schönen Wort Shoplifting. Tönt doch viel besser als stellen, oder? Klauen. Shoplifting. Oder vielleicht ein bisschen schlimmer, vom Steueramt. Betrug. Vielleicht hast du etwas nicht angegeben, was du hättest angeben müssen. Oder hast falsche Angaben gemacht. Oder jetzt laufen ja gerade die Olympiade in Japan und ich frage mich, wie viele Sportler noch beim Doping verwünscht werden. 2 Schweizer haben sie ja schon rausgeholt. Verwünscht werden ist nicht so lässig. Ich habe nochmal ein Bild mitgebracht. Ich habe gerne Katzen. Darum, frische Tat ertappt. Ich weiss nicht, wie viele sind froh, dass sie bei dem, was er gemacht hat, nicht verwünscht worden sind. Verwünscht werden ist nicht so angenehm. Da würde man am liebsten eigentlich im Boden versinken. Und heute schauen wir eine Geschichte an von einer Frau, die garantiert am liebsten im Boden versunken wäre, bei dem, was sie da erlebt hat. Wir lesen in Johannes 8, ab dem Vers 2, da heißt: Früh morgens kam er, das ist Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Also wir sehen da der Geschichte, Pharisäer und die Schriftgelehrten haben Jesus in eine Falle locken. Jetzt, was ist das für eine Falle gewesen? Wenn Jesus würde antworten, lassen sie gehen, die Ehebrecherin, dann hätten sie ihn anklagen, dass er das mosaische, das jüdische Gesetz missachtet. Hätte er aber gesagt, steinigen sie, dann hätten sie ihn bei den Römern anklagen können. Weil die Römer hat damals das Gesetz gegeben, dass die Juden kein Todesurteil haben dürfen vollstrecken. Also das heisst, wie immer Jesus antwortet, er hockt in der Falle. So haben sie auf jeden Fall gedacht. Aber das Ganze da ist offensichtlich eine gestellte Situation gewesen. Es geht ja da darum, dass die Frau im Ehebruch verwünscht worden ist. Und ich habe eine Frage dazu. Vielleicht haben nur die Frauen diese Frage. Aber die Frage ist, wo ist der Mann? Für Ehebruch braucht es doch mindestens 2 Personen, oder? Warum haben sie nur die Frau gebracht und nicht den Mann? Er hätte ja dabei sein, wenn die Pharisäer behaupten, dass sie die Frau bei frischer Tat ertappt haben. Und wisst ihr, was im Gesetz wirklich steht? Im Alten Testament steht, wenn ein Mann mit der Frau von einem anderen schläft, dann müssen beide sterben. Beide. Und das heisst sterben und nicht gesteinigt werden. Da sehen wir, wie scheinheilig, wie durchtrieben die Pharisäer waren mit ihrer Doppelmoral. Ihnen ist gar nicht um die Frau gegangen, sondern vielmehr
eigentlich darum, die ist ihnen eigentlich völlig egal gewesen. Und was ich ganz schrecklich finde, dem Ganzen inne, sie haben sogar ihren Tod in Kauf genommen. Stell dir das mal vor. Nur um Jesus anzuklagen. Aber wie hat Jesus reagiert in dieser Situation? Wir lesen weiter, es heißt dann, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Ich finde es so lässig, Jesus, egal in welche Falle dass er gelockt wird, er hat immer die perfekte Antwort. Was hat er gemacht? Er hat sich da niedergebückt, hat auf die Erde geschrieben und mal ganz ehrlich, nimmt es euch nicht auch Wunder, was er da auf den Boden geschrieben hat? Mich schon. Leider sagt die Bibel nichts darüber. Aber es gibt so viele Theologen und Gelehrte, die versucht haben, das anhand von anderen Schriften herauszufinden, was Jesus da geschrieben hat. Und eine von diesen Theorien gefällt mir. Die könnte ich mir vorstellen, nämlich, dass Jesus sich niedergebückt hat und die Sünde von diesen Männern, die diese Frau gebracht haben, am Boden geschrieben hat und dazu ihren Namen. Also stellt euch vor, da wäre zum Beispiel der Matthäus, oder? Mit dem Stein in der Hand parat zum Werfen. Und jetzt sieht er, oh, Betrüger, Matthäus, lässt den Stein fallen. Und dann, sein Kollege nebendran, der Levi, liest Steuerhinterzieher, Levi. Auch der lässt den Stein fallen. Und so gehen einer nach dem anderen weg. Und dann heißt es ab Vers 9, dass er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. So weiter mal die Geschichte. Die Frau, die Ehebrecherin, wir kennen nicht einmal ihren Namen, ist in einer Situation ertappt worden, die nicht hätte schlimmer sein können. Sie ist nicht nur auf frischen Tag beim Ehebruch verwünscht worden, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sondern ihre Ankläger haben sie sogar mitgenommen in den Tempel, wo Jesus von vielen Leuten gelehrt hat. Der Tempel heute wäre das der Gottesdienst. Stellt euch vor, jetzt kämen da ein paar Männer mit einer Frau rein und würden da vorne kommen auf die Bühne. In die Mitte, sodass alle sie gesehen haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für die Frau war, wie demütigend. Und sie hat gewusst, ich werde jetzt sterben, weil das hat das Gesetz so verlangt. Sie wird ihren Ehemann nie mehr sehen. Sie kommt auch keine Gelegenheit über, sich zu erklären, vielleicht was wirklich passiert ist, oder um Vergebung zu bitten. Stellt euch vor, der Mann, der Ehemann, wird seine Frau nie mehr sehen, hat keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Vielleicht hat die Frau auch Kinder gehabt, wir wissen es nicht. Stellt euch vor, sie wird ihre Kinder nie mehr sehen oder ihre Kinder müssen ohne Mami aufwachsen. Eine schlimme Situation. Und wahrscheinlich hat sie sich extrem geschämt, so bloßgestellt sein, vor allen Leuten so hoffnungslos zu sein. Aber das Leben von dieser Frau ist an diesem Tag völlig verändert worden. Völlig. Wisst ihr warum? Weil sie auf Jesus getroffen ist. Weil sie Jesus begegnet ist. Weil Jesus ist die Frau nicht egal gewesen, so wie der Pharisäer. Und wisst ihr, egal an welchem Tiefpunkt wir uns in unserem Leben befinden, egal wie schlimm unsere Situation ist, ob verschuldet, selber verschuldet oder unschuldig, wir sind Jesus nie egal. Niemals. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen, dann auch unser Leben kann völlig verändert werden, wenn wir Jesus begegnen. Und das ist mein Gebet, dass wir Jesus so begegnen können, dass auch unser Leben verändert wird. Weil, wenn immer wir auf Jesus treffen, begegnen wir immer zwei Sachen, die wir in dieser Geschichte so schön sehen. Und was das ist, das lesen wir in Johannes, 1. Kapitel, Vers 14. Da heißt das, in Jesus sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Wo Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er Gottes Gnade und Wahrheit mitgebracht. Und was das bewirkt in unserem Leben, das sehen wir so schön in dieser Geschichte. Das Erste, was wir erleben, wenn wir auf Jesus treffen, ist Gnade.
Denn Jesus ist nicht verurteilend. Er hat gesagt, auch ich verurteile dich nicht. Und ich weiß nicht warum. Aber so viele Menschen, auch Christen, tragen das Bild von Gott in sich, dass er ein verurteilender Gott ist, dass er nur darauf wartet, dass er uns richten oder bestrafen kann. Aber Jesus beweist uns da genau das Gegenteil. Er ist nicht verurteilend. Und ich finde es so spannend, auch in dieser Geschichte, Jesus war auch überhaupt nicht überrascht oder schockiert gewesen, dass die Frau Ehebruch begangen hat. Vielmehr ist er von Barmherzigkeit bewegt gewesen. Er war dieser Frau gegenüber barmherzig gewesen. Und wisst ihr, was das für uns heisst? Das ist ganz wichtig. Auch wir sollten nicht verurteilend sein, sondern wir sollten Menschen so begegnen wie Jesus. Und das heisst, egal wie Menschen da an in den Gottesdienst kommen oder zu euren Kleingruppen, dass wir uns niemals daran stören, an vielleicht etwas Äußerem oder vielleicht an ihrem unmoralischen Lebensstil. Dann, jeder Mensch muss zuerst der Gnade Gottes begegnen, bevor eine Veränderung, eine Lebensveränderung kann stattfinden kann. Wenn wir Menschen nicht verurteilen, sondern ihnen so begegnen, wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Im Johannes 3,17 steht ganz ein wichtiger Vers. Da heißt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wow, wisst ihr, was wir brauchen, ist nicht Verurteilung, sondern Rettung. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Warum? Weil wir alles Sünder sind. Weil alle Menschen unter der Macht der Sünde stehen. Aber Jesus hat bereits eine Lösung für das Problem gesehen, weil nur kurze Zeit nach dieser Geschichte ist Jesus unterwegs gewesen zum Kreuz, wo er alle Verurteilung, alle Schuld, auch alle unmoralische Sünde auf sich genommen hat und am Kreuz für uns gestorben ist. Und darum hat er können sagen, ich verurteile dich nicht, weil er das Urteil auf sich genommen hat. Im nächsten Vers heißt es, und wer an Jesus glaubt, also an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Habt ihr das gehört? Wenn du an Jesus glaubst, gibt es keine Verurteilung. Wow, das setzt frei. Und im Römer 8,1 steht es noch klarer. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Mal eine Frage, wie viel ist keine? Wenn die Bibel sagt keine, dann meint sie ja keine. Und das ist nicht so wie bei einer Frau, sorry Frauen, die am Morgen vor dem Kleiderschrank steht und ganz laut ruft, ich habe nichts zum Anziehen, ich habe keine Kleider. Dabei ist der Kleiderschrank voller Kleider. Wenn die Bibel sagt keine, dann meint sie auch keine. Im Römerbrief wird das so schön zusammengefasst, da heißt es im Römer 3, heißt es, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Gottes Gnade ist ein Geschenk für uns. Ich möchte das anhand von einer Geschichte aus Afrika uns noch ein bisschen näher bringen. Da hat es einen König gegeben in Afrika und in seinem Königreich hat er ein Problem gehabt. Und zwar sind Hühner gestohlen worden. Und da hat dann der König gesagt, ja, wenn wir den Hühnerdieb fassen können, dann kommt er 10 Peitschenhiebe über. Sie haben den Dieb nicht gefunden. Der König hat dann gesagt, okay, wenn wir ihn finden können, kommt er 50 Peitschenhiebe über. Aber sie sind immer noch Hühner gestohlen worden. Und der König ist langsam zornig geworden, hat gesagt, okay, wenn wir den Hühnerdieb finden können, kommt er 100 Peitschenhiebe über. Und dann haben sie den Dieb gefunden. Und zur Überraschung von allen, der Dieb war die Mutter vom König. Und jetzt haben sich die Leute gefragt, ja, was macht der König jetzt? Wenn er gerecht ist, dann muss er seine Mutter auspeitschen lassen. Aber wenn er liebevoll ist, dann kann er sie doch nicht schlagen. Was macht er? Und so hat der König dann seine Mutter zu sich rufen lassen und hat gesagt, fesselt den Dieb am Pfosten und gebt ihm 100 Peitschenhiebe. Die Soldaten haben dann die Mutter genommen, gefesselt am Pfosten
Dann sagt der König, halt, einen Moment. Er ist aufgestanden, er hat sich seiner Königskleider entledigt, er ist abgestiegen von seinem Thron und er ist abgegangen zu seiner Mutter und er hat sie umarmt. Und hat so ihren Körper bedeckt. Und dann hat er seinen Soldaten den Befehl gegeben, jetzt peitscht den Dieb aus. Und er hat alle 100 Peitschenhiebe, die seiner Mutter gegolten hätten, auf sich genommen. Das ist genau das, was Jesus für uns da hat. Jesus, er hat auch seine Königskleider abgelegt. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen, abgestiegen von seinem Thron. Er ist zu uns gekommen, weil er uns so sehr liebt. Und er hat alle Schuld, alle Verurteilung, hat er auf sich genommen. Am Kreuz von Golgatha. Er hat das Gericht, das an uns hätte vollzogen werden müssen, hat er auf sich genommen. Er ist an unserer Stadt verurteilt worden. Und dadurch hat Folgendes geschehen. Im Römer 8, Vers 3 können wir lesen, Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns. Stellt euch das vor. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Jesus ist für unsere Schuld verurteilt worden, dass die Macht von der Sünde über uns nicht mehr herrschen kann. Können wir uns vorstellen, was das für die Frau damals bedeutet hat, wo Jesus gesagt hat, auch ich verurteile dich nicht? Ich möchte, dass du heute in deinem Inneren, in deinem Geist auch kannst hören, wenn Jesus zu dir sagt, ich verurteile dich nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Das ist einfach nur Gnade. Wann immer wir auf Jesus treffen, begegnet mir seiner Gnade. Ja, was ist Gnade? Gnade ist ganz einfach Gottes unverdiente Gunst. Sein Wohlwollen, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Gnade ist immer ein Geschenk, du kannst sie dir nicht erarbeiten oder verdienen. Gnade ist ein Geschenk. Und wisst ihr, was Gnade in unserem Leben tut? Gnade vergibt, Gnade rettet. Das ist ein Geschenk von Gott, das wir überkommen. Die Ehebrecherin, die hat an diesem Tag Vergebung und Rettung dürfen erfahren, Gnade. Aber Jesus ist da nicht stehen geblieben. Er ist gekommen, uns Gnade zu bringen, aber auch Wahrheit. Und der zweite Punkt, der geschieht, wenn wir auf Jesus treffen, wir begegnen seiner Wahrheit. Jesus macht auch keinen Kompromiss. Jesus hat nicht nur gesagt, auch ich verurteile dich nicht, sondern er hat auch gesagt, gang und sündige von jetzt an nicht mehr. Mit dieser Antwort, auch ich verurteile dich nicht, hat Jesus nicht einfach über den Ehebruch hinweggesehen oder den billigt oder toleriert. Nein, sondern er fordert sie jetzt auf, den Weg von der Sünde, ihren sündigen Lebensstil hinter sich zu lassen und jetzt in eine neue Richtung mit Jesus zu gehen. Er konfrontiert sie mit der Wahrheit. Jesus hat sie nicht verurteilt, aber er ist auch keinen Kompromiss eingegangen. Er hat nicht das gesagt, was wir heute leider in der Psychologie oder auch so Talkshows oftmals hören. Dann heisst es, ja, ich weiss, du hast eine ganz schwere Kindheit gehabt und ja, dein Vater hat dich schon sehr früh verlassen und darum hast du als junge Frau überall an den falschen Ort nach Liebe gesucht und darum eigentlich kannst du gar nichts dafür, dass du fremdgegangen bist. Er hat dann gesagt, ja, ich vergebe dir, aber ich hoffe, dass es du nicht nochmal machst. Er hat dann gesagt, ja, versuch doch das nächste Mal ein bisschen weniger zu sündigen. Er hat zu ihr ganz klar gesagt, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. No compromise. Kein Kompromiss. Warum lässt sich Jesus nicht auf Kompromiss ein? Weil er weiß, dass Sünde den Menschen zerstört. Weil er weiß, dass Sünde
verletzt. Nicht nur die Person, die sündigt, sondern oft das ganze Umfeld. Hat oftmals verheerende Folgen. Sünde führt immer ins Verderben. Und auch der zweite Grund, warum sich Jesus nicht auf einen Kompromiss einlässt, ist, weil er weiss, ohne Wahrheit gibt es keine Veränderung. Wir müssen der Wahrheit begegnen können, damit Veränderung in unserem Leben stattfinden kann. Die Bibel sagt so klar, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gnade rettet, aber Wahrheit macht frei. Wir brauchen Rettung und wir brauchen Freiheit. Wir brauchen beides. Und in anderen Worten hat Jesus da zu dieser Frau gesagt, du musst nicht länger gebunden in der Finsternis bleiben, in dem Schmerz, der dich kaputt macht und deine ganze Familie, sondern du kannst frei werden durch die Wahrheit. Und Jesus überträgt da die Aufforderung. Mit seiner Aufforderung, gang hin und sündige nicht mehr. Die Verantwortung ganz klar an uns, diesen Schritt zu tun. Ich finde, Gnade ist ein Geschenk. Das können wir einfach über, ohne dass wir etwas tun. Aber die Wahrheit, das heisst, dass wir den Weg gehen müssen, den Jesus uns sagt. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Jesus verurteilt uns nicht. Das ist Gnade. Was tut Gnade? Gnade vergibt, Gnade rettet. Jesus macht aber auch keinen Kompromiss. Das ist Wahrheit. Was tut die Wahrheit in unserem Leben? Sie befreit, sie macht frei. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt Menschen, die sagen, Gottes Gnade ist so gross, das langt. Egal, was du gemacht hast, Gott liebt dich trotzdem. Und wisst ihr, das stimmt. Gott liebt uns immer, egal was wir gemacht haben. Und Gottes Gnade ist so gross, wir können es uns gar nicht vorstellen. Stimmt auch. Aber wisst ihr, Gnade ohne Wahrheit führt ganz einfach zu Relativismus. Das heisst so viel, wie alles wird relativ. Auch die Wahrheit. Ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und weil es ja keine absolute Wahrheit gibt, muss ich mir auch von niemandem sagen lassen, was ich zu tun habe, auch nicht von Gott. Und das führt dann dazu, dass es gar nicht darauf ankommt, zum Beispiel, was du tust oder was du glaubst, solange es für dich stimmt und du glücklich bist dabei, ist doch alles bestens. Wirklich? Und das ist Gnade ohne Wahrheit. Es führt uns völlig in die Irre. Aber genauso, Wahrheit ohne Gnade führt uns auch in die Irre. Das ist nämlich zerstörerisch. Wenn es nur noch um Wahrheit geht und keine Empathie mehr da ist, kein Mitgefühl, keine Liebe. Wahrheit ohne Gnade führt zu Rebellion. Wir brauchen beides. Die Wahrheit in Kombination mit der Gnade oder Gnade in Kombination mit der Wahrheit ist enorm kraftvoll, ist freisetzend, ist lebensspendend. Und denken wir immer daran, Wahrheit ist eine Person. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Wir brauchen Gnade und Wahrheit. Es ist nicht Gnade oder Wahrheit. Es ist auch nicht nur Gnade oder nur Wahrheit. Wenn du nur das eine vom anderen willst, wisst ihr, was dann passiert? Du wirst in deinem Leben scheitern. Du wirst nicht in Gottes Plan leben. Du wirst nicht in Gottes Absicht leben, die er für dich hat. Ich möchte zum Abschluss kommen. Jesus möchte uns genauso begegnen wie dieser Frau damals. Mit seiner Gnade, mit seiner Wahrheit. Hören ihr mich noch? Ja, jetzt ist wieder gut. Gott sagt auch zu uns heute, ich verurteile dich nicht. Ich weiss nicht, was es in deinem Leben ist. Es geht nicht unbedingt jetzt nur um Unmoral, sondern alles, was dich gefangen hält. Alles, was nicht am Licht ist. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Aber er sagt auch, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist es in deinem Leben, wo niemand wissen darf?
Was ist es in deinem Leben, wo du dich vielleicht in Grund und Boden schämst? Das kann ich niemandem sagen. Das sagt dir der Teufel, nicht Gott. Was ist es, was du verborgen haltest? Vielleicht seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren. Und du lebst deswegen mit einer enorm schweren Last und du musst dich ständig verstellen und verstecken. Du lebst im Finsternis. Und weisst, alles, was nicht am Licht ist, hat Macht über dich, beherrscht dich. Ja, du kannst weiterhin so leben und so tun, als wäre alles bestens. Aber weißt du, was dann passiert? Dein Herz wird immer härter. Und du distanzierst dich immer mehr von Gott. Du musst auch nicht warten, bis du verwünscht wirst. Heute kannst du auf Jesus treffen. Heute möchte er dir mit seiner Gnade und seiner Wahrheit begegnen. Und ich möchte dich echt stark ermutigen. Komm ans Licht. Ich bin selber über 30 Jahre im Dienst. Und in diesen vielen Jahren habe ich auch vieles erlebt. Sehr viel Schönes, aber auch viel traurige Momente. Und ich habe Menschen denken, die jahrelang dabei waren, mitgedient haben und nach außen Vorbilder Christen waren. Und plötzlich ist etwas passiert. Sie sind entweder untertaucht oder was immer, es sind Sachen ans Licht gekommen, wo sie über Jahre ein Doppelleben geführt haben. Über Jahre in der Lüge gelebt haben, in der Finsternis. Ich kann mir vorstellen, wie anstrengend das ist. Am Sonntag, Smile und daheim unter der Woche, unter dieser Bürde. Das Leben ist nicht ehrlich. Ich möchte dich einfach ermutigen, warte nicht zu, bis es zu spät ist. Du kannst heute zu Jesus kommen. Seine Gnade ist da, dir zu vergeben, dich zu retten. Es gibt Hoffnung für dich. Wenn irgendetwas da ist in deinem Leben, das dich beherrscht. Aber Jesus ist auch da mit seiner Wahrheit. Ein Vers, den ich so schön finde, steht in Römer 2,4. Da heißt es, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wisst ihr, wenn man Gottes Gnade, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit begegnet, dann hat sie immer ein Ziel, uns zur Umkehr zu bringen. Wisst ihr, was Umkehr bedeutet? Das heisst, ich bin bisher in die Richtung gegangen und jetzt kehre ich um und ich gehe in eine neue Richtung. Ich breche mit der Sünde. Ich breche mit dem, was mich gefangen gehalten hat. Ich sage, ciao, ich breche ab und ich gehe jetzt mit Jesus in eine neue Richtung. Und wisst ihr, was Umkehr auch bedeutet? Es bedeutet Konsequenz sein. Es hat Konsequenzen. Wenn du mit einer Person in Sünde lebst, dann heisst es, ich muss den Kontakt abbrechen, und zwar ganz. Weg. Wenn du an einem Ort dich immer wieder in die Sünde leitet, ob das am Computer ist oder an einem physischen Ort, was immer, dann kannst du den Ort einfach nicht mehr besuchen. Du musst weg von dem und jetzt mit Jesus weitergehen. Es ist eine ernste Botschaft, ist mir klar, aber es ist auch eine super starke Botschaft, die uns Jesus da gibt. Er ist gnädig und seine Wahrheit. Ich möchte dich fragen heute, was für ein Schritt ist für dich dran? Was ist für dich der nächste Schritt? Vielleicht ist der nächste Schritt, überhaupt mal zu Gott kommen, zu bekennen vor ihm. Ein nächster Schritt könnte auch sein, dass du aufräumst in deinem Leben. Dass du Menschen um Vergebung bittest, die du verletzt hast. Mit deinem Verhalten, mit deinem Tun. Ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Mann bist, geh zu einem Mann. Wenn du eine Frau bist, geh zu einer Frau. Vielleicht ist es auch ein Schritt, dass du heute mit jemandem redest, auch beim Zelt und mit jemandem zusammen bettest. Dass du etwas festmachen in deinem Leben. Jesus will dein Leben verändern, wie das Leben von dieser Ehebrecherin. Hey, es ist vom Tod gerettet worden. Und
Und sie ist einen neuen Weg gegangen. Nicht mehr den Weg von der Sünde. Bevor wir das Abendmahl nehmen miteinander, wollen wir doch einfach noch ein paar Momente einfach vor Gott bleiben. Ich möchte dich ermutigen, frag doch Gott, was für dich, was Gott zu dir geredet hat. Du weißt es wahrscheinlich schon. Mach das fest in deinem Herz. Heute kann so ein Turning Point sein für dein Leben, wo du freigesetzt wirst für das, was Gott wirklich will für dich. Er hat so gute Pläne über dein Leben. Er hat so viel vor mit dir. Lass dir das nicht klauen. Denk daran, Jesus ist verurteilt worden und die Macht der Sünde ist besiegt. Du musst nicht sündigen. Du kannst in der Freiheit, in der Wahrheit leben. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jetzt am Wirken bist durch deinen Heiligen Geist. Vater, du siehst die Menschen, die in einer Situation sind, wo sie sich vielleicht schämen dafür. Dien du ihnen jetzt. Vater, es ist so befreiend, wenn wir Sachen ans Licht bringen können. Wenn wir den Rucksack loswerden, schenk, dass es jetzt geschehen darf. Ich danke dir, Vater, dass wir einfach sehen dürfen, wie du in deiner grossen Barmherzigkeit da bist, weil du uns so sehr liebst. Danke, dass deine Gnade uns vergibt. Danke dir, dass wir auch bereit sind, keinen Kompromiss mehr zu machen in unserem Leben, sondern klare Sachen machen mit dir. Und wenn du heute da bist und sagst, ja, ich bin überhaupt noch nicht gläubig an Jesus, dann kannst du ihn jetzt in dein Leben einladen. Du kannst ihm sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich will frei werden von all dieser Sünde. Ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass heute etwas geschieht in unserem Leben, das lebensverändernd ist. Ich preise dich dafür. Danke dir, Jesus. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.